geklickt, es ist soweit. Oh mein Gott. Wir sind ab jetzt live. Ich möchte das Intro. Ah, nicht. Intro wo? Geb. schneller. Läuft schon. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, nicht. Was hier los? Wieso Du bist nicht? so ein Lügenbaron. Bei mir ist wunderbar. Schönste doch, Intro, was ich ja. je gesehen habe. Doch, Ja, es ist siehst wirklich ja- zauberhaft. Ja. Das Intro selber ist zauberhaft, da kann man nichts sagen. Kawaii-Maus ist übrigens schon da. Die ist immer fleißig dabei, das mag ich. Ja. Wenn die schon merkt, okay, es kann der Corby dabei sein, Heiden Corby bashen, ich bin am Start. Die lässt keine Gelegenheit aus dafür, das mag ich. Das mag ich, wenn die Leute so zuverlässig sind. Dann, ich bin kein Moderator, ich bin nur Gast. Du bist Dito. Co-Moderator. Hm. Haben wir also jetzt unser Intro schon abgespielt, oder? wie? Ja, Das ist schon gelaufen. Crazy, das ist voll verrückt. Wir haben nämlich jetzt gerade eine neue Streaming-Oberfläche hier und ich sehe das gar nicht, dass wir das Intro abgespielt haben. Ich kenne überhaupt nicht aus, was wir eigentlich dann. Aber dann sagen wir auf alle Fälle, haben Sie die Ehre zum Kassettenschmerz, unserem wöchentliches Newsformat, über alles, was interessant ist. Beziehungsweise was wir interessant finden. Ob es euch interessiert, interessiert uns ein Scheißdreck. für die wir haben anderen das jetzt zu dritt. Millionen neuen Zuschauer Ja, musst du die vorstellen. Was muss ich? Vorstellen. Was muss ich mir vorstellen? Ja, wer ist, kommt sie fix. Ja, im Chat ist Erste Krawallmaus. Podcast heute, tut mir leid. Nein, nee, du sollst nicht unsere Community vorstellen, du sollst die selber vorstellen. Achso, Community nicht. Also gut, dann. Ich bin der Kane. Jetzt hört es an meiner zärtlichen Stimme und seht es ja sofort an meiner wunderhübschen Hackingfresse. Mit dabei ist, das habt ihr vorher schon gehört, dieses ekelhafte Pfeifen im Ohr, das erzeugt wird, wenn er sein Maul aufmacht, der Corby. Hallo. Und heute sind wir mal wieder zu dritt im Kassettenschmerz. Heute gibt es geballte Informationsladung, weil der Seppi mit am Stessel ist. Alter. Geht Bin schon richtig. gespannt. Warum ist der Seppi dabei? Weil wir heute einen riesigen Livestream-Marathon machen. Das kriegt jetzt von uns als erstes mal einen Kassettenschmerz um die Ohren gehauen. Dann kurze Viertelstunde Pause. Dann machen wir einen Talkthrough mit einem Horrorspiel unserer Vergangenheit-Special. Und um 20:30 Uhr geht es weiter mit unserem Halloween-Special, weil wir es diesmal nicht geschafft haben, uns persönlich zu treffen, zu kostümieren, um so ein tolles Video wie letztes Jahr zu machen. Spoiler, der Corby war zu faul, dass er da irgendwas schneidet. Darum müssen wir das auch über den Stream halt machen. Aber dafür habt ihr halt wahrscheinlich 4 Stunden geballte Spiegel, 4 Stunden geballte Livestream Viva la Movolution Power. Lena Demihuber ist da und schreibt Hi mit 1000 Herzen. Oh, schön. Endlich. Wir gleich ganz warm endlich. jetzt. Ja, mir. Dann warm ums Herz. Wollen wir gleich mal anfangen mit dem interessantesten von diesem Format und zwar den Box-Office-Zahlen. Also, ich hab gemeint, Oh, du bitte fängst jetzt wieder mit Statistiken. ich hab gemeint, du fängst jetzt schon wieder an mit den Kinostarts. Das kommt immer zum Schluss. Ach ja, das ist jetzt auf einmal. Joker 2, Folie 2. Wisst ihr schon, wie viel die jetzt mittlerweile eingenommen haben? Hat er 3, sein 4 Euro? Produktionsbudget schon herin? Ja. Zumindest. Hey. Ja, wir sind jetzt, also wer es nicht weiß, das Produktionsbudget war bei 200 Millionen. Also seitdem es ein Flop ist, kommt auf einmal die Info, der muss mindestens 600 Millionen einspielen, dass es Marketing wieder drin hat. Jetzt Davor sind wir hieß bei es, 600. ja eben, davor hieß es mal 400, dann mal 500, jetzt sind wir schon bei 600, ist ja klar. Wir sind mittlerweile bei 211 Millionen, die er eingespielt hat. Wow. Also 11 Millionen im Plus, wenn man nur nach den Produktionskosten geht. Alles richtig gemacht, oder? Da hätte ich auch sagen. Joker 3 kann Bombe. kommen. Aber her damit, Joker 3. I need you now. Ja. Dann Smile 2, sind wir beim Budget von 17 Millionen, mittlerweile bei einem Boxoffice von über 83 Millionen US-Dollar. Ist das nicht heiß? Das Ja, ist das will noch richtig. mehr. Bester Film. Ich wollte gerade sagen, da muss richtig was gehen bei Smile 2. Ich schaue mir auf alle Fälle nochmal im Kino. Ich habe den schon fast das zweite Mal gesehen. Fast. Das heißt fast das zweite Mal Keine im Kino Ahnung. gesehen. Ich habe schon mehrere Kinodates vereinbart, wo ich mir Smile 2 nochmal anschaue. Mit wem? Ah, okay. Tja, das darfst du gern wissen, gell? Ja, aber ich frage mich, wen du außerhalb von uns noch triffst. Meine Frau, mein Hund. Ein Hund lasse ich mir eigen, aber die Frau ist eine Frechheit. Ja, So denn. auf jeden Fall, ihr kriegt am Donnerstag die neue Folge dazu von uns, Smile 2. Heute ist übrigens Terrifier 3 rausgekommen. Der ja Terrifier 3, mittlerweile ja, sag's. der erfolgreichste unrated Kinofilm aller Zeiten ist. Weil Das ist brutal. über Über 50 Millionen mittlerweile. genau. Das ist so geil. Das gefällt mir jetzt tot.
Ein Budget von 2,5 Millionen oder wir haben ja im Podcast gesagt, ach, machen wir 4. Wurscht. Jetzt können wir auch 6 machen. Das interessiert ja beim Gewinnrechnen vom Joker auch keinen. Ja. Was? Krawallmaus möchte mit mir ins Kino. Du darfst mit mir ins Kino. Aber Ja, die werden die nicht sticht die schlank. wahrscheinlich mit dem Strohhalm ab ins Kino drinnen. Wahrscheinlich. Zu Recht aber auch. Und dann, weil es ja der neue, ganz heiße Film ist, der letzte Woche losgelaufen ist, Venom: The Last Dance. Wir haben jetzt schon ein Einspielergebnis von 175 Millionen. Ich verstehe Ist das aber nicht. trotz allem der schwächste aller drei, der schwächste Start für alle 3 Teile. Also, wir könnten nur 7 Teile abwarten, bis er vielleicht noch mal ins Minus fällt, die Mistscheiße. Ja, die Kritiken sind ja durchwachsen, aber er Wie scheint immer. doch viele Leute ins Kino zu ziehen. Ja, das haben die ersten 2 auch und Kritiken waren auch nicht gut, aber naja, da es ja vorerst der letzte Sony Venom sein soll, kann man hoffen, dass wir vielleicht irgendwann mal einen gescheiten singen. Seppi, wie hat er da gefallen? Genauso wie die anderen 2, die ich auch nicht gesehen habe, weil ich allein schon bei den Trailers kotzen kriege. Ach komm, ach Ich habe komm. mir jetzt gerade gedacht, wann hättest du denn bitte angeschaut? Niemals, da ich meine Zeit mit so einem Rotz verschwinden. Weißt du, Warum wenn jetzt ChatGPT gefragt hätte, der hätte einfach gesagt, ja, super war er. Ja, weil jetzt ChatGPT ein verlogenes Arschloch ist. Ja, Hey, ruhig, die übernehmen uns irgendwann alle. das ChatGPT, dauert aber noch. ich bin nicht auf der Seite, was die gesagt haben. Ich finde die super geil. Okay, Scheiß gut. Freaks. Wichtigste Ja. Kinoinfo ist auf alle Fälle die über uns. Am 15.11. geht die Nacht des guten Geschmacks im Cineplex Phils Bieber los mit Texas Chainsaw Massacre. Presented by Viva la Muffilation. Wow. Ja, einmal im Monat gibt es jetzt dann alte Hammy-Filme. Vielleicht sind sie gut, sowas wie Texas Chainsaw Massacre. Die werden von uns präsentiert und ja, kurze Anmoderation von uns, kurze Vorstellung, kurzer Blabla. Schauen wir uns miteinander einen Film an. Wenn wir dann noch Zeit haben und Bock haben danach, werden wir uns nur eine kleine Fragerunde mit euch, zu einer kleinen Fragerunde mit euch zusammenschließen und uns einfach über diesen Film ein bisschen unterhalten. Haltet jetzt die Augen offen, wir werden es bald umeinander posten. Wird wahrscheinlich eine Spätvorstellung sein. Die Uhrzeit geben wir euch sofort bekannt, wenn wir es wissen. Aber Datum steht schon mal 15.11. Genau. Im Prinzip ist es dann so eine Art Meet and Greet mit Film gucken. Und beim Kani ist es ja dann Meet, Greet and Sleep. Ein Touch, And ein Grabsch. yes, of course. It is. Yes, of course, yes, of course. Es ist nicht jedes dunkle Zimmer automatisch ein Darkroom, gell? Was? Wirklich. Ja, das ist in meinen Augen eine reine Einstellungssache. Ja, okay. Das ist wie im Kindergarten, kannst du auch das Licht ausmachen. Oder Ja. jetzt. Was? Ich habe Gut. nichts gesagt. Wichtigste News für einen Corby. Ja, bitte. Kennst du einen Kyle Edward Ball, Na. Regisseur von Skinamarink? Oh, Oh nein. Macht einen neuen Film mit A24 als Produktionsstudio, The Land of Nod, und wird sogar produziert von Elijah Wood. Mehr ist jetzt noch nicht bekannt, aber es sollten bald neue Infos dazu rauskommen, aber nur mal schon für einen Corby diese wertvolle Info, dass der Skinamarink-Regisseur einen weiteren Film macht. Ja, Gott sei Dank hat der wieder mehr Budget gekriegt. Ich hätte gehofft, dass Ja. es Skinamarink 2 wird. Ich bin gespannt, welche fiktiven Lego-Steine er da in die Vergangenheit platziert. Es wird das ist super. auf alle Fälle ein wilder Mix, der da zusammenkommt, glaube ich. Ja, ich hab's mir auch Der gedacht. Regisseur Elijah Wood, der ja auch Wild, gelegentlich mal genau, wild. so wie seltsames Skinamarink. Arm macht. Oder so. Ja, wisst ihr eigentlich, dass bei der Fright Nights Tüten Hupfboy drin war? Ja, das weiß ich, weil ich einbissen habe. Weil der genau neben die Guttis war. Ich habe nämlich jetzt auch die Tüten aufgemacht, weil ich dachte, die schnabuliere jetzt dann weg und dann rollt das schon so entgegen und ich so, okay, eins ist nicht einpackelt. Das klang so komisch, das mache ich jetzt, beiß jetzt mal noch nicht eine. Aber es ist auf alle Fälle Ja. cool, G. Ui, gruselig. Ja, weil wir spielen jetzt Katzen damit. Mit dem Obissen da drum. Ja, wir haben auf jeden Fall News zum Schauspieler Tom Holland. Also Kani hat mindestens 2, 3 dabei, oder? Ich habe es jetzt Ja, nicht aufgeschrieben ja. mit dem Tom Holland. Ah, Tom Ah, Holland. oh, okay, alle stehen und liegen lassen, Seppi reden lassen, bitte. Zum einen weiß man jetzt, dass er einer der Hauptdarsteller sein wird im neuen Nolan-Film. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Nein, Habt's das war nicht. letztes Mal, das war dann noch gar nicht bekannt, du Arsch. Falle! Und zwar mit dem Matt Damon zusammen. Der wird auch dabei sein. Vielleicht habt ihr Habe ich das letztes schon Mal schon gewusst. gesagt. Matt Damon haben wir schon gewusst.
Nur du Beides nicht habe ich schon gewusst. brustähnliche Gegenstände in Kamera halten, sonst werden wir geflaggt. Fokus, Fokus. Was sind das für Gürtel eigentlich, die großen? Das weiß ich nicht, weil ich habe ja wie gesagt in den einen einbissen, dann wollte ich die anderen nicht mehr haben. Okay, verstehe. Ich kann auf alle Fälle bezüglich Tom Holland mal kurz an Corby seine dämlichen jetzt lass Fake doch mal, News auflösen vom aber letzten lass Mal. doch jetzt mal Der den Titel Seppi zu vor. Spider-Man 4 ist nicht bekannt gewesen. Er ist untitled, er ist nach wie vor untitled. Also, wie ich Trottel. es letztes Mal schon gesagt habe, Corby ist ein Bastardo, der nur lügen wird. Du bist ein völliger Idiot. Du hast das letzte Mal, glaube ich, schon klargestellt. Und Diesmal habe ich offiziell. lass halt, wenn der Seppi Ohrinfo dabei hat, an Seppi ausreden, verdammt. Er sagt denn, dass ich nur eine Info dabei habe, bei einer Liste von 12 Sachen da stehe, Aber echt, du Arschgeige. die ich wahrscheinlich nicht alle vortragen werde, aber ich habe es dabei. Aber es ist ja schon mal eine gute Vorlage, weil bei nächste ist auch über Spider-Man 4 und zwar starten da die Dreharbeiten nächsten Sommer. Und es gibt einen Starttermin. Toll. 24. Juli 2026. 2 Tage nach meinem Geburtstag übrigens, gell? Wenn man was Und schicken kurz möchte, kurz nur mal erwähnen, er hat noch keinen Titel, dieser Spider-Man 4. Keinen. ja, das ist ganz wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube schon. Ich glaube, dass der The Black King oder sowas. Mhm. Scheiße, Ähm, Kaugummis? Ja, Ich auf hab's Ja, jeden, ich doppelt glaube schon, ja. auf jeden Fall, der Tom Holland hat Liegt der nächstes Mund Jahr zusammen. verdammt viel zum Tor, weil er macht nicht nur Spider-Man 4, er macht nicht nur den Christopher Nolan-Film, sondern er wird höchstwahrscheinlich ja auch vorkommen in Avengers Doomsday, der wird auch nächstes Jahr gedreht und hat noch 4 weitere Filmprojekte für nächstes Jahr geplant. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber vielleicht hat der Tom Holland 3 Zwillingsbrüder. Ja, so auf alle Fälle ein fleißiges Bienchen. Er wird nicht Dune vielleicht nächstes Jahr auch noch draht? Also es wird völlig verrückt. Na, Dune, glaube ich, geht 2026 los, was ich gelesen habe, Dreharbeiten. Echt? Aber Musst du mir sagen, wie heißt der Regisseur? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißt der, Corby? Oh ja, Villeneuve. das war mal Villeneuve. Villeneuve, ja. Villeneuve. Ja, Willi, Wilfried Neuf. genau, Willi, Wilfried. Willi, Okay. Schrägstrich, Neuf. Willi hat genöfset. Na, aber der soll doch Dezember 2026 ins Kino kommen. Ja, vielleicht ganz schneller. So. Ja, Was gut, man wenn auf das alle Fälle geht. sagen kann, ist, dass die Serien-Spin-Off am 18. November auf Wow starten wird. Das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, das stimmt. Gell? Ich habe es jetzt nochmal bestätigt gekriegt von Das einer ist gut. ganz großen Quelle, dass wir das auch sicher nochmal wirklich Wir haben es garantieren nämlich können. nicht hundertprozentig sagen können. Ebenso wie es ist nie irgendwas hundertprozentig sagen kannst, wenn ich nicht dabei bin. Eben. Was aber im Dezember 2026 startet, und jetzt holt euch fest, ist Jumanji 3. Ah, Danke. Waren ja hoffentlich, die mit dem ersten Jack zwei Black. schon nicht ein riesiger Scheißdreck. Hoffentlich mit dem Jack Black. Ja, bisher heißt, dass der ganze Cast wieder zurückkehren wird. Aber sagen wir mal, Jack Gott sei Black Dank. würde ja uns Mhm. erstmal verzaubern in Minecraft, der Film. Ja, da freuen wir werden uns der alle ganze schon. Film verzaubern. Philipp schreibt gerade noch, der Tom Holland ist angeblich auch für Romeo und Julia gedacht. Was? Wahrscheinlich in der Rolle der Nein. Julia. Ja, Sehr wahrscheinlich. ja. Philipp soll jetzt lieber mal anfangen, dass er Serien gleich anschaut, weil wegen ihm alles gecancelt wird. Warum? Wird zum Beispiel. Jetzt schon wieder gecancelt. Ja, weil er doch einer von den Leuten ist, die immer warten, wenn so wöchentliche Release-Dinge sind, dass es dann anschaut, wenn alles heraus ist, und dadurch werden Serien gecancelt. Und darum ist der Philipp mit dran schuld. Ja. Danke für nichts, Da hat er Don recht. Filippo. Danke für nichts. Aber ist jetzt irgendwas gecancelt worden? Also ist der Philipp an irgendwas schuld? Ja, irgendwas habe ich gelesen, das gecancelt worden ist. Was war jetzt das? Da kannst du da ein bisschen überlegen, dann kann ich dabei sagen, es ist nämlich ein Release-Datum gecancelt worden, und zwar das von Blade. Das ist gecancelt worden, genau. Da gibt Der es ist nämlich jetzt- ein bisschen Problemchen bei, was weiß ich, Drehbuch und so weiter. Keiner ist so richtig zufrieden, und jetzt haben sie das einfach nicht nur verschoben, sondern einfach mal komplett weggemacht. Dafür ist ein zweiter Predator-Film eingefügt worden. Wir kriegen jetzt nicht nur Predator Badlands vom Trachtenberg, sondern noch einen weiteren Film, auch vom Trachtenberg. Und der soll scheinbar aber dann wieder auf Disney Plus laufen. Und zusätzlich haben auch die Verantwortlichen aus dem Predator- und Alien-Bereich gesagt, sie werden auf alle Fälle auch an einem Alien vs. Predator-Ding wieder arbeiten, aber soll sich dann aus diese beiden Franchise mit den Figuren, die man jetzt hat und so weiter entwickeln. Also nicht so, wie es damals war, dass man dann ein eigenes Ding macht, sondern das soll dann alles trotzdem zusammenhängen. Das Henny ist halt- Böcke. Henny Ja, Böcke. ja, Ja. voll. Alien vs. Predator war richtig, richtig geil.
Ich hab die auch Und gern Menge, weißt du, die haben auch immer ziemlich zerrissen worden, aber ich hab die ziemlich gern Mengen. der erste auch schon. Ja, ja, allgemein sind die immer recht zerrissen worden. Warum? Pyramide unterm Eis? Super Keine Idee. Ahnung, der Teil 2, Leute abschießen und ausweiten, auch super Idee. Alien Romulus ist auf alle Fälle auch schon ein Sequel bestätigt und wieder mit die Hauptdarsteller David Johnson und Kaylee Vollspann, oder wie die heißt, Spenny. Und Alvarez soll auch wieder kommen und Regie führen, aber der ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig sicher, Alter. Echt? Ich hab, Ah. also bei meinen Du hältst dein Maul, weil die bei twittert das meinen Spider-Man lustigen 4 auch Quellen, bei Vollspann. meinen lustigen Quellen haben sie gesagt, es ist ganz sicher, dass der Typ mehr Geld kriegt. Das ist das Thema, deine lustigen Quellen, weil du vorher nämlich anscheinend auch lustige Tabletten und Zigaretten rauchst. Meine lustigen Quellen haben übrigens auch noch gesagt, die 3. Staffel Good Omens, die wir hier auch schon mal angekündigt haben, wird nicht Mhm. kommen, weil der Neil Gaiman aufgrund von persönlicher und rechtlicher Herausforderungen Die News habe ich schon Das ist vor ja 1,5 weird. Monaten dabei gehabt. na, das ist letzte Woche angekündigt worden, du netter Mensch. Schwachsinn, die ist Und on hold zwar wegen diesen Themen. statt der 3. Staffel bekommen wir einen Abschlussfilm, 90 Minuten, und dann ist Schluss. Und der Neil Gaiman ist nicht mehr beteiligt an der restlichen Produktion. Wow, das ist so alt. Hm. Das ist die News ist vom Wochenende. Puh, ist das alt. Ich leck mich am Arsch. Jesus Maria, Himmelvater schon oben, weißt du, die glaubst du uns nicht selber sechs. Ich hasse die so. Aber übrigens, da wirst du dich sehr darüber freuen. Du hast ja neulich erst zu mir gesagt, boah, Corby, hast du schon die neue Tomb Raider-Serie gesehen bei Mhm. Netflix? Tolle Animation, hey, das hat mich richtig mitgerissen. Nein, ich Jedes hab mich beschwert, weil die Titten zu klar waren. Und danach hast du gesagt, aber sie ist trotzdem dein Tomb Raider der Herzen. Ja, das schon, ja. Genau. Da bekommen wir eine 2. Staffel. Ist bestätigt und Mhm. bestellt. Ist das nicht toll? Mhm. Hat euch das Das ist, gefallen? Ich habe da nicht Mhm. reingeschaut. ich fand's ziemlich äh, so lala, da jetzt einmal sagen. Generisch, da das fast nicht. Ja, das kann man auch sagen. Generisch. Fuchse habe ich der So, nicht. Ist erst spät, aber gut. Bist jetzt da. Fuchse entschuldigt sie, dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, genau, okay. passt. Wir haben ja eh gut in der Zeit. Box Office Zahlen. Nein, es war relativ 0815. Also wirklich Ja, nichts genau. Besonderes, das Tomb Raider. So Standard Netflix kostet bloß halt jetzt bei Animes auch. Schade. Ist das ein Anime? Na. Ja, eine Irgendwas dazwischen. Animationsserie. So, du weißt schon, die US-Animes. Da gibt es so einen gewissen Stil, Okay. den ich jetzt nicht genau nennen kann, aber jeder weiß, was ich meine. Genau. Offensichtlich. Wir wissen es. Damit wir bei alten Sachen bleiben können, alte Sachen bleiben können, die der Corby ja vorher schon die ganze Zeit rausgehauen hat. Richtig oldschoolig ist er, der Regisseur von 28 Years Later unterwegs. Der hat den ganzen Film nämlich mit einem iPhone gedreht. Das ist mal What? crazy. Das ist mittlerweile der zweite Film, Why? den ich jetzt in kurzer Zeit gehört habe, der mit dem neuen iPhone draht worden ist. Das ist jetzt anscheinend irgendwie so ein Ding. Ja, das Weil ist halt sie- so ein Ding, wenn man einen Haufen Geld dafür kriegt, dass man einen Film mit dem iPhone dreht. Von einer Firma, die keine Birne im Logo hat. Ich weiß nicht. Weil, Ah, warum schön. sollte man das ja sonst tun? Weil es anscheinend die beste Kamera aller Zeiten drin hat. Besser als jede IMAX-Kamera. Kani, du bist ganz schlecht belichtet. Du musst deine Mütze ein bisschen weiter aufdrehen. Ja, besser. Hallo, da in den Chat steht schon erinnern, dass ich so süß bin. Scheinbar sagt man mich gut genug. Das sollst du nämlich selber mit einem Jetzt ist zweiten Konto besser. schreiben. Jetzt ist besser. Jetzt finde ich, sieht man deine Augen voll besser. Wichtigste News vorher noch, die Wilsons, die Wayans, die zwar die Scary Movie gemacht haben, Wayans Brothers, Wayans Brothers, die kommen zurück für Scary Movie Reboot. No. Es kann nur besser werden, als es Teil 5 war. Mike halt der Maul, der ist nicht gut. Mm. Das war Teil 5. Ja, die haben ja was Evil Dead ziemlich verarscht haben. Mit Den dem hab ich super Witz, wo sie eine halbe Stunde da sitzen und sagen, das ist doch der Film mit Okay. dem Wald in der Hütte. Das ist doch der Film mit dem Wald in der Hütte. Ja, ist lustig, Haben sie ich hab das eine, schon gesagt. Evil Dead 2013 haben sie da verarscht, oder? An sich, ich weiß nicht, ob es ich habe den Film auch noch einmal angeschaut und ich habe so viel Schlagerl gehabt, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, ob er speziell auf den 2013er oder ob es pauschal Evil Dead war oder ob es einfach nur Horrorfilme mit der Thematik Hütte im Wald gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht und ich möchte es nicht wissen, weil ich den Film nie wieder anschauen werde. Grauenhaft. Da schaue ich mir lieber nochmal White Chicks so mit denen zwei. Der ist wenigstens witzig. Hau ab! Diesen Bester Film Rotz. ever.
Oh Gott. Seppi, was hast denn du noch so für Infos? Ich habe ganz tolle Infos dabei. Moment. Netflix waren wir gerade, gell? Ja, ja, Was? Netflix. Mhm. Beef, 2. Staffel ist bestätigt und wir haben auch jemanden dabei namens Oscar Isaac in der Hauptrolle mit der Carrie Mulligan. Starttermin ist noch offen, aber es werden wieder 8 Folgen mit je einer halben Stunde. Habt ihr Beef 1 gesehen? No. Na, aber da habe ich auch gehört, dass das was Besonderes ist, weil wir hier komplett neue Hauptdarsteller haben. Genau, das ist quasi eine komplett neue Geschichte. Ja. Ist das dann auch so eine Anthologieserie, anthologiemäßig. oder wie? Ja, da geht es ja darum, dass 2 Leute quasi durch einen blöden Alltagsstreit, dass das immer weiter eskaliert. Quasi in der ersten Staffel. Also, es ist, glaube ich, ein Verkehrsdings war. Also, einer von denen 2 hat die anderen die Vorfahrt genommen oder so oder einen Parkplatz geklaut. Mhm. Und dann hat halt einer von denen 2 beschlossen, dass er das jetzt nicht auf sich sitzen lässt und hat den verfolgt und dann haben die immer mehr gestritten und haben sie immer mehr Odo. Und ist eigentlich eine geile Serie. Mhm. Und so wird die Grundthematik in der 2. Staffel wahrscheinlich weitergeführt werden, aber halt komplett neu. Hört sich Schön, gut an. schön. Ich Aber würde so schauen. Mit einer Wenn halben ich Stunde pro Folge und 8 Folgen ist das eigentlich auch relativ schnell durchgesnackt. Das ist voll angenehm, dass das jetzt immer mehr Serien so machen, dass sie ein bisschen kürzere Folgen haben, wie zum Beispiel eben, was war's, die mit der Kocherei, der Bär. Mhm. Mhm. Hauen zwar mittendrin eine Folge aus, die eine Stunde dauert, aber das sei verziehen, weil ansonsten ist es wirklich schön kurz und knackig, das mögen wir. Ja, das nimmt auch viel von dem ganzen aufblasenden Scheiß raus, den in ganz vielen Serien immer noch drin haben. Das ist echt, das Ei, wird ei. mehr machen. Ja, apropos Serien. Habt ihr Daredevil Born Again schon besprochen? Haben wir Ja, letzte Woche dabei gehabt, ja. schon. Dass das einen Starttermin hat? Ja. Dann Seh. verrate ich den jetzt nicht. Schaust du praktisch unsere Folgen Kassettenschmerzen nicht noch oder wie? Wow, Ja weiß gut, ich das ist da ja schon die mal erste Bescheid? Folge Kassettenschmerz, ne? Lass mich mal schnell aufschreiben, dass du ein Arschloch bist. Kürzen wir das Gehalt. Kürze das Gehalt, du Schweinelöffel, du. Du Schweinelöffel. Dafür hat, wenn wir schon bei Starttermine sind, James Gunn, sein animierter Robin-Film, hat seinen Starttermin gekriegt für den Frühling 2028. Das sind die wichtigen News. Das sind die wichtigen News. Das müssen wir vielleicht nur wieder noch mal ein bisschen auffrischen, glaube ich. Das kann sich keiner merken. So lange. Naja, das mache ich dann, wenn wir dann 2027 einen Tag dazu kriegen mit Monat, dann sage ich, gell, wo hast du nur am 29.10. Kassettenschmerz? Da hab ich das schon lang gesagt, du Schwein. Geil. Ja, ein paar Release-Termine, die früher sind, und zwar kommenden Monat im November. Da starten nämlich wieder ein Haufen neue Serien bei Netflix. Die gehen wir jetzt ja gar nicht alle durch, weil sonst kriege ich wieder geschimpft. Aber es ist mindestens eine Sache dabei, da wird der Kani wieder wie gebannt vor dem Bildschirm sitzen. Und Tu ich zwar die nie. 2. Staffel von Die Kaiserin kommt. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass da eine bestellt worden ist, aber ich habe mir dann schon gedacht, dass das angelaufen ist. Ich Boah, weiß nicht mehr, dass da eine Serie gibt, die so heißt. Na. ob das erfolgreich werden wird. Ja, komm du nicht so. Es geht um die Geschichte von Sissi, der österreichischen Kaiserin. Ah, doch. Ja, Jetzt weiß ich, dass die Serie gibt, ja. genau. Die wilden Aber Jahre. sind vorbei. Es geht um schwere Krisen zwischen gesundheitlichen Problemen und Ehedramen. Witzig. Ja. Und wir kriegen die 6. Weiter? Staffel, Teil 2 von Cobra Kai. Habt ihr da schon mal reingeschaut? Nope. Ja, aber leider nicht einmal die erste Staffel ganz, aber irgendwie, aber nicht, weil es schlecht Was? war, sondern weil ich es dann vergessen habe. Eigentlich hat es mir gut gefallen, was ich gesehen habe. Hey, ist voll geil, schau mir nicht mehr an. Der Aber Klassiker, oder? und ich fühle mich gut, dass es weitergeführt wird. Das gibt mir, das mindert mein schlechtes Gewissen. Genau. Und da haben wir auch schon des Öfteren drüber geredet. Am 23. November startet die 2. Staffel von Arcane. Ja, genau. Stimmt. Da haben wir, glaube ich, da haben wir sogar schon in dem Format darüber geredet. Das muss Ja, ja ja, schon das, ewig her sein. das glaube ich ist wie so ein Running Gag, der sich mittlerweile durch den Kassettenschmerz zieht, dass wir mir immer wieder Arcane die Startdaten bekannt geben. Die sie nicht Ja. ändern, Ja. wohlgemerkt. Die sie nicht Na, geändert aber haben. ich wollte euch nur darüber erinnern, es ist jetzt bald soweit. Wir haben bis Das ist, dahin nur danke, mindestens Corby. 3 oder 4 Kassettenschmerz. Da werden wir das natürlich Schmatzens einmal ist die Mehrzahl, schmatzen. Kassettenschmatzens. Genauso wie der Running Gag Schmatzelitäten. mit Rammer 1,5 ist, dass wir da jedes Mal drüber reden. Es ist letztes Wochenende die 4. Folge rausgekommen und ich hasse es, dass das so spät immer rauskommt. Da steht schon da, es kommt am Um wie viel Samstag Uhr raus. kommt denn das? Ja, genau. Anscheinend nach 20 Uhr. Das Das ist, spinnt es. was Das ist hat denn für Leute ein alle. Völlig verrückt. Samstag?
Sind wir schon alle an Bett drinnen? Ja! Gibt's ja fix. Stellt's euch erst das vor? Aber da habe ich eine coole Funktion herausgefunden, weil ich war dann so frustriert, dass ich gesagt habe: „Gut, wir schauen uns jetzt die dritte Folge nochmal an.“ Und mitten in der dritten Folge ist auf einmal ein Netflix, Sound gekommen, dieses Dong Dong. Und Mhm. dann hat Jessie vermutet: „Hey, jetzt ist bestimmt die neue Folge online“, und sie hat recht gehabt. Das ist aber nicht. Ach, jetzt weiß ich das. Ah, mitten unterm Schauen von Erinnerungsglitch irgendetwas, quasi. was auf einmal dumm macht, gell? Ja, genau, ja. Ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gefragt, was das, warum tut's das die ganze Zeit? Es hat anscheinend tatsächlich einen Sinn. Da schon, Macht es dann nur bei Sachen, die du auf der Erinnerungslisten hast, oder einfach bei denen, die du sowieso auch anschaust? Weil du kannst dich ja erinnern lassen, wenn was Neues kommt. Aha. Seit 3 Jahren. Aha. das ist, glaube ich, nur, wenn es auf genau, ja, dann kann das mit der Erinnerung zusammenhängen jetzt halt. Aber irgendwie hat es auf meinem alten Fernsehen, hat's nie gemacht. Ja, das ist ja, glaube ich, das Feature, und die Dinge haben auch ein bisschen unterschiedlich auf die verschiedenen Fernseh-Apps. Kann das sein? Lena kommt der und Gibt's erzählt, dass schon daheim ist daheim cool ist. Was ist denn los mit dir? Daheim ist daheim. Daheim, Irgendwas mit Drogen den ganzen Tag. ja, Yeah, yeah. Ja, Heroin ins gut, aber dann haben wir da Arschloch. auch drüber geredet. Und ich weiß, wir sind schon des Öfteren gefragt worden, wann reden wir denn da endlich mal drüber? Ja, es ist soweit, die französische Zorro-Serie hat jetzt einen deutschen Release-Termin. Wir wissen ja alle schon, dass Zorro seit 20 Jahren im Ruhestand ist und jetzt Bürgermeister werden möchte, geworden ist von dem Städtchen, wo der lebt. Und jetzt steht er aber vor einer Herausforderung, die er nur lösen kann, indem er wieder zum Zorro wird. Und darum geht es in dieser französischen Serie. Und wir lieben ja alle französische Serien. Mhm. Ja. Und die ist in ganz Europa schon überall draußen, bloß nicht bei uns, weil Franzosen angeblich die Deutschen nicht ganz so gern mögen. Aber Warum? ich habe keine Ahnung. Wir kriegen jetzt im von Paramount Plus das Ganze serviert am 6. Dezember. Wir freuen uns, oder? Wie die Mega. Sau. Und bevor Sie mich fragt, nein, das sind nicht die Serien, die Amazon nur in der Produktion hat. Die machen ja auch eine Zorro-Serie, das wissen wir ja. Und es gibt Ja. dann nur mal eine neue Zorro-Serie. Da weiß ich aber nicht mehr genau, wer die produziert hat, aber es gibt insgesamt dieses Jahr 3. 3. Was eskaliert denn so da auf einmal so? Keine Ahnung. Nie, Ich nie habe hat schon seit irgendjemand, 30 Jahren nicht mehr am Schirm gehabt. Und jetzt halt Ja, kein- letztes Mal im Kino und jetzt die ganzen neuen Serien. kein Mensch fragt Ja. nach Zorro und auf einmal überschwemmt uns mit einer Zorro-Flut, sondergleichen. Ist ja unfassbar. Dafür gibt es keine Kingsman-Flut. Aktuell sind keine neuen Filme zu dem Franchise Kingsman in der Planung. Ich weiß nicht, ob ihr die alle gesehen habt. Finde ich Oh, ein oder zwei, glaube ich. dezent schade, weil die eigentlich ganz cool waren. Aber aktuell ist nichts im Gespräch. Dafür laust uns 2027 wieder der Affe. Super Überleitung. Denn ein Planet der Affen-Film, Sequel zu dem letzten Teil, ist in der Mache für 2027. Da bin ich echt War froh, das, weil mit dem Cliffhanger möchte ich nicht leben. war das ein Prequel, der letzte? Na, das ist mehrere nein, 100 Jahre, das- glaube ich, sogar nach dem dritten Teil. Ja, Ah, okay. Caesar ist schon weg. Cesaro. Cesaro. Cesaro, spoilert nicht. Ups. Penner. Du Penner. Ja, Und, das ist doch kein Spoiler. Das hast du Falle. selber zu mir gesagt, dass das kein Spoiler ist. Falle. Geht zu die Valex, herzlich das O und dann reibt es dem Kadi das unter die Nase, dass er das gesagt hat, dass es gar kein Spoiler ist. Dir reibe ich nichts, wenn du schläfst, meine Eier unter den Nosen. Was du bist? Feedback-Alarm. Ein alter Schinken. Oh. Also, die Schatz, Hand- bin feiert, würde ich Hand- sagen. Also, auf. jetzt ist hier aber auf alle Fälle Achterbahn. Jetzt ist ja auf alle Fälle gleich Achterbahn. Du kannst für Glück reden, dass wir kein Halloween-Special vor Ort miteinander aufnehmen, weil dann hätte ich die jetzt erdrosselt. Hätte es nämlich ein Snuff-Video gegeben von Viva la Movilusion. Du Schweinepriester, du. Darren Lynn Bousman macht einen neuen Film. Bekannt ist er für einige Saw-Teile, vor allem für den allerbesten der Reihe, nämlich Spiral. Und er macht einen neuen Film, du hast Tim Monster. Was das Coole an der News ist Lauren Lavera ist dabei, unsere Hauptdarstellerin aus Terrifier 2 und 3. Oh. Dann haben wir Gute doch einen Frau. Grund, dass wir uns anschauen, weil nach Spiral habe ich mir gedacht, muss ich mir nie wieder was anschauen, was der Darren Bousman gemacht hat. Aber wahrscheinlich war das ein Chris Rock sein schlechter Einfluss. Das kann sein. Aber Ja. den müssen sie ja mittlerweile gefangen haben, nachdem er eine gefangen hat. Yep. Eine hat nicht gelangt für den Film, das sage ich.
Ich bin Team Stiefitz, ne? Er soll ja mal auf Thüringen kommen, dann sagt er schon, was lang geht. Alter. Ja, was? Ich kann nichts dafür für die Wahlergebnisse der ernten. Ja. Also ich möchte ausdrücklich davor warnen, dass er da hinfährt. Kani, du hast doch bestimmt Star Wars News dabei, oder? Also es gibt ja aktuell, also zumindest habe ich nichts Doch, mitgekriegt. doch. Also du meinst jetzt die Skeleton Crew Serie, dass die jetzt dann im Nein. Dezember mal angeht. Nein. Was hast du dann wieder für Fake News dabei, du Lügenbaron? Oh Mann, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du übernimmst und ich dir das einfach nur hier vorlege. Also es ist ein neuer Star Wars Film geplant mit Daisy Ridley, das weißt du ja, oder? Das wissen wir schon seit 100 Jahren. Genau. Und wir haben aber jetzt ein paar Produktionsprobleme. Und zwar Stephen Knight, der als letztes fürs Drehbuch verantwortlich war, ist raus. Und auch das Drehbuch ist anscheinend raus. Sie behalten aber nichtsdestotrotz am Erscheinungstermin fest. Also der soll Dezember 2026 rausgehen. Und nächstes Jahr fangen wir mit dem Drehen an, wo ich mich frage, okay, was macht sie denn da genau? Ja, Also die wir letzten 3 Teile haben auch nicht durchgehend das Drehbuch anscheinend funktioniert. Ich habe mit Hilfe von verschiedenen künstlichen Intelligenzen übrigens eine mögliche Rahmenhandlung schon gepitcht. Auch hier bei Oh. uns auf YouTube und auf TikTok. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Du meinst die Das sind Holiday Specials. Genau, die Holiday Specials von Star Wars, wie die Figuren am Strand einfach nur ein paar schöne Momente verbringen. Das kann man ja machen. Das So, passt, weil Holiday Special haben wir ja schon gehabt von Star Wars und das war jetzt so Summer Vacation Special. Also genau. es ist kein Plagiat, alles so gut gemacht, glaube ich. Die kannten ja da ein riesiges Beachvolleyball-Turnier veranstalten. Knockert. Nackert. Und passend zu Disney, richtig. Also von Ja, dem her, fragt es doch einfach nur uns. Ihr müsst doch nicht immer irgendwelche teuren Leute engagieren und dann rauswerfen und die durch den Dreck ziehen. Das hat niemand nötig. Vor allem, Das ist wenn man so einen coolen Namen hat wie Stephen Knight, also wie Ritter. Das irre. ist schon geil, oder? Irre. Also der einzig bessere Name war Steven Eisel gewesen. Aber du sagst, Knockert und passend zu Disney, ja, das passt ja mittlerweile zu Disney, weil Catherine Hahn, die Agatha in Agatha All Along und in WandaVision spielt, hat jetzt eine kleine Gedenktafel bekommen, weil auf der draufsteht, First Woman to show her butt in the MCU. Weil sie hat in der ersten Folge, hat sie jetzt so eine Szene, wo sie halt Knockert rumläuft, dann sieht man es von hinten komplett und ihr Pöpöchen auch. Und für das hat sie jetzt gleich mal eine Gedenktafel gekriegt. Finde ich gut. Finde ich witzig. Eine Ja, Gedenktafel. also gerade so eine kleine, die man sich dann an die Wand hinhängen kann. Und da steht jetzt so fett drauf, First Woman to show her butt in the MCU. Von Disney. Nein, das glaube ich war nicht von Wahrscheinlich Disney. nicht, nein. Das ist ja nicht dabei gestanden. Da waren halt die Beutel, wie sie es überreicht hat, aber leider habe ich nicht rauslesen können aus diesem Bericht, wo das genau übergeben worden ist. Wahrscheinlich war es KI und es ist gar nicht echt passiert. Wahrscheinlich. Sind wir wieder beim Thema. Immer das Gleiche, immer das Habt Gleiche. ihr eigentlich die alten Narnia-Filme angeschaut? Ja, Da kommt ja jetzt auf Netflix was Neues, wirst ihr wahrscheinlich schon wissen. eine Ja. Serie, oder? Kommt da jetzt so gekommen, oder? Ja, das ist eben die Frage. Also es wird spekuliert, dass vielleicht sogar 2 Filme werden. Regie macht Greta Gerwig. Und jetzt ist rausgekommen, dass das Budget wahrscheinlich ein bisschen höher angesetzt wird. Also es soll rund 200 Millionen Dollar geben für die Produktion von dem Film. Also es kann Echt, durchaus, ist das mittlerweile bestätigt? heißt's, bestätigt offiziell, da der wegen Weil ich habe letzte Woche noch gehört, hart gesagt. sie hätte mittlerweile ein paar Ideen, aber sie braucht mehr Geld dafür. Ja, Und und angeblich kriegt es jetzt 200 Millionen. zusätzlich oder ist es das billige. Frag doch nicht das Sau nach, als wisst ihr das. Ich hab doch gesagt, ich habe da Schlagzeilen dabei. Was Wahnsinn. wollt's denn da zusätzlich? Ja, aber, Ja. hey, letzte Woche habe ich doch diesen einen Film da angekündigt mit den Robotern. Da, wo ja wie heißen die Brüder? Ich weiß nicht, ich mag die jetzt nochmal anschauen. Die Blues Brothers? Na, keine Ahnung. Die haben ursprüngliches Budget gehabt von 120 Millionen und sind jetzt bei 340 Millionen. Also ist die Frage gar nicht so komisch, wenn ich das frage. Habt ihr es gewusst, dass Reda, 2025... du das Mikro wieder obi. Nein, ich kann die nicht mehr anschauen. Okay, du musst mir ja gar nicht anschauen. Ah, stimmt, ich kann die ausschalten, ne? Ja. Habt ihr auf Netflix die Fear Street-Reihe angeschaut? Mhm. Na. Mhm.
Also 2 Teile und dann wollte ich nicht mehr. Ja, ich wollte noch 3 Teile Nummer, mehr hat es nicht gegeben. Ich werde aber dann bei dem 4. Teil, der jetzt nächstes Jahr im, glaube Frühling soll rauskommen, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit einsteigen. Aber für alle, die Fear Street Gaming haben, nächstes Jahr kommt Fear Street Prom Queen 1988 raus. Ja, Okay, das ist dann wenigstens das Setting wieder ein bisschen interessanter. ja, das war so bei den anderen auch gewesen, ursprünglich die Settings, aber für mich, also für mich ist das ein riesig verschenktes Potenzial gewesen. Ja, das ist wo. Da Die waren so komplette viel, Fear, da ist so komplette viel auf der Fear Street Straße gelegen Gang. und sie haben es einfach drehen, anstatt dass sie es aufkommen hätten. Ja, genau. Das ist wirklich. Auf der 4 Street ist was auf der Straße gelegen. So viel auch noch. Ja, oh Mann. Dafür haben wir aber, also da haben sie Kohle eingebuttert wie Scheiße und auch 360 Millionen für irgendwelche Roboterladen, Korbis im Schmarrn. Netflix geht mit dem Geld sowieso nicht so gut um, habe ich jetzt auch festgestellt, weil Army of the Dead, der Film von Zack Snyder, hätte ja auch noch ein animiertes Prequel oder Prequel-Serie gekriegt. Lost Vegas hat das geheißen und es war schon fast fertig. Es waren anscheinend auch schon andere Animationen und so durch und dann hat es geheißen, nee. Dann haben sie es einfach eingestampft. Einfach mal die komplette Arbeit, das komplette Geld raus aus Le Fenster. Ja, aber sie Was? wollen jetzt insgesamt mit den Budgets ein bisschen zurückfahren. Ne? Sie wollen jetzt gerade immer so, ich weiß nicht, eine größere Produktion im Monat und das Restliche soll alles ein bisschen runtergefahren werden, so für die Produktionskosten. Mhm. Ich frage mich halt bei den Produktionswerten, wo es dann runtergefahren werden soll, weil das ist ja teilweise jetzt schon so kacke, das Ganze aus ist. Ja, das ist echt, also ich habe es jetzt auch noch den letzten, den ich angeschaut habe, war dieser, ich glaube, Rebel Ridge oder Rebel Bridge oder so hat der geheißen. Kann man den Namen von dem Schwarzen nicht merken, auf alle Fälle spielt dann Jon Stewart jetzt in der kommenden Green Lantern Serie und das hätte auch so viel Potenzial gehabt. Dauert 2 Stunden und optisch schaut ja immer alles voll geil aus und ist hochglanzpoliert, aber dann schaust du das an und denkst, irgendwie waren das jetzt 20 Stunden und nicht 2 als Lügner. Nein, es waren tatsächlich gerade 2. Stinklangweilige Kacke. Irgendwie ist ein Netflix-Film. Das Thema zieht sich weiterhin durch. Netflix-Filme sind relativ so, naja. Ja, Aber es gibt für dann einen Corby und einen für Film Mike, gesehen oder sowas. Du musst schon ja, sagen, genau. wie Rotz am Ärmel. Bitte sag das noch. Wie ein Kaugummi an der Schuhsohle, wenn ich eintritt. Ja. Für den Corby und für Mike kommt auf alle Fälle Extraction 3. Befindet sich jetzt offiziell in der Entwicklung mit dem Chris Hemsworth. Der Film heißt The Extractor 3. Ja, stimmt, du hast den umgetauft, das habe ich vergessen. Der Mike und ich. Der Mike und ich. Nicht Ah, nur stimmt, ich. ich habe das die ganze Folge eigentlich falsch gesagt. Gell, ist zwar Ja. Oder ist das vielleicht Extractor 3 from Outer Space? Das kann sein, ja. Das kann sein. Hey, der Never Raven ist jetzt auch schon mal da. Ja, endlich. So, Weißt das du? ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also fangen wir noch von Wahnsinn. vorne an. Hat Boxen. einer vorher, schon wieder, hat für euch einer das Legend of Vox Machina angeschaut auf Prime? Nein. Falls das jemand angeschaut hat, Staffel 4 ist jetzt auf Prime dafür angekündigt worden. Also freut euch auf das. Ich habe es auch nicht gesehen. Hat aber auch diesen amerikanischen Animationsstil, den der Seppi halt schon mal angesprochen hat. Apropos Prime, hast du halt schon in Yasuka Like a Dragon reingeschaut? Ich Yasuka? hätte angefangen. Ja, Yasuka. Gut, dass einer dabei ist, der aufpasst. Yokozuna heißt Yokozuna, Ja, like a Gorgumon. Lindwurm. Nein, Keine ich hätte Ahnung. angefangen, aber ich habe noch nicht weitergeschaut. Ach Also so. ich glaube, ich habe 2 Minuten gesehen und habe gedacht, so, nein, bei mir die mag nicht. Und habe ich ausgeschalten. War leck. Philipp wird jetzt auf 180 sein. Dann wäre es besser gewesen, du hättest gesagt, na, du hast keine Zeit gehabt. Der Philipp soll mir Ruhe geben. Ich habe gestern einen ganz furchtbaren, schlechten Film gesehen auf Prime. The Elevator Game. Den schluckt mir die ganze Zeit vor, aber den Bock ich weg. Das ist Da hab so ich ein nur Rotz. Schlechtes Tu das ja auch drüber nicht. Das ist wirklich der schlechteste Scheißdreck auf der ganzen Welt. Aber ich habe noch So durchgezogen. schlimm. Das ist gut, man muss immer durchziehen, damit man dann auch wirklich über Mhm. alles schimpfen kann. Ja. Damit man dann über alles schimpfen kann. Wo es jetzt auch nur nach hinten geschoben worden ist, nachdem wir haben ja schon Blade erwähnt, dass der vor dem Release-Zettel gestrichen worden ist auch Shang-Chi 2 ist erst einmal gestrichen. Hat aber geheißen, sie wollen den ersten, wenn die Multiverse-Saga vorbei ist, außerhauen und sie wollen anscheinend auch diese Multiverse-Saga schnellstmöglich beenden, was aufgrund von mangelnden roten Faden wahrscheinlich auch keine schlechte Idee ist, wenn man das jetzt einmal Das ist also auslaufen voll lässt. von vergebenen Chancen, würde ich sagen. Ich denke es mir auch. Wie Ich kann denk's man mir auch, das so also- verkacken eigentlich? Das verstehe ich überhaupt nicht. Du hast quasi alle Möglichkeiten der Welt. Kannst Brutal. massivst kreativ sein. Da kommt nur so Zeiger. Ja, es gibt ein belangloser Scheiß nach den anderen, nichts verknüpft sich Ja. irgendwie ordentlich miteinander, nichts erzählt, irgendwie eine fortlaufende Geschichte. Das ist wirklich so, ja, bringt es zu Ende, macht es fertig. Und vielleicht kriegen wir dann auch endlich irgendwann einmal Armor Wars. Der Don Cheadle hat gesagt, das ist aktuell zwischen Disney und der Serie Armor Wars so ein
eine On-Off-Beziehung. Also das eine Mal heißt es so, ja, ja, machen wir. Das nächste Mal heißt es wieder, nein, jetzt doch nicht. Dann heißt es wieder, ja, machen wir. Da weiß keiner, was mit Arma Wars eigentlich passieren soll, ob das noch kommt oder nicht. Aber der Don Cheadle hat gesagt, er ist auf alle Fälle noch dabei, wenn es heißt, sie machen seine Serie. Sehr schön. Zauberhaft. Sehr schön. Soll ich jetzt schon mal in Richtung Kinostarts gehen? Erzähl mir, was läuft denn die Woche im Kino? Außer. Simon Verhoeven veröffentlicht diese Woche am 31. Oktober den Film Alter weißer Mann. Ich war schon Film über den Mike. ich war schon in der Packsituation, wo ich den Trailer gesehen habe und habe gedacht: „Oh, warum?“ Aber ja, der kommt diese Woche raus, ein deutscher Film. Ganz toll. Dann Terrifier 3. Deutsch. Terrifier 3 startet am 31. Oktober an Halloween. Und wer was über den Film hören will, der hört sich einfach unsere Folge, wo die heute rausgekommen ist, die sehr, sehr gut ist. Ich Terrifying. habe es schon gehört, ich kann das beurteilen. Ich habe den Film gesehen und Folge gehört, beides gut, beides empfehlenswert. Wir können schon mal spoilern, Damen hatten dabei Orgasmen im Kinosaal. Ja. Beim Aufnehmen. Dann ein Film, wo der Kane auch schon mal gesagt hat, das ist sogar Doku, die da der auch gern sehen. Kommt diese Woche auch Riefenstahl ins Kino. Das war jetzt ein bisschen unpassend, oder? Das ist das Thema, wo du Das die liegt- Geste machen musst. Das liegt im Auge des Betrachters, ob das Ja, unpasst ist sehr. oder nicht. Ja. Ich glaube, er hat, also das Wort hat er realisiert, was er gerade macht. Ja, ich habe dann überlegt, welche Filme das sie gemacht hat und die haben mir doch nicht so gefallen. Es geht vor allem anscheinend auch darum, wie die Dame, weil die ist ja sehr alt geworden und glaube ich bis in die 80er oder so hat die da noch reingelebt oder 70er, irgendwie sowas. Wahrscheinlich sogar nur älter geworden, keine Ahnung. Und die hat ja dann das alles geleugnet, dass die war ja nie irgendein Nazi und was weiß ich. Da bin ich schon gespannt. Du musst das Werk vom Künstler trennen, sage ich doch immer wieder. Wie bei Ja. Lanze. Salems Lot kommt auch schon. Brennen muss Salem. Das ist ja die Verfilmung von Gary Dauberman, ich weiß nicht genau, über die Kurzgeschichte von, Stephen King. ach, das ist Roman, Kurzgeschichte, sorry. Genau. Gibt es Von schon 2 Stephen King. Verfilmungen. Ja. Und von den Machern von Conjuring ist das Ganze produziert. Da freuen wir uns, glaube ich, auch schon drauf. Aber da muss ich sagen, das läuft bisher noch ziemlich unterm Radar. Ja, ich habe halt das bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass der bei uns ins Kino kommt, weil das ja HBO Max Produktion ist. Und bei die Amis, meine ich, ist er auch nicht im Kino gelaufen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich glaube, der hat direkt VOD-Release gehabt. Lena sucht sich gerade ein Date da im Chat. Okay, cool. Lena, wie schaut's aus? Wo gehen wir denn hin? Was ist Wo los? gehen wir hin? Was geht? Was geht? Dann ein Film, wo der Kani schon des Öfteren gesagt hat, das wird der Film des Jahres. Er freut sich da schon sehr, sehr drauf. Der neue Film von Uwe Boll, First Shift. Ich habe mich vor kurzem erst gefragt, ob der Uwe Boll eigentlich noch Filme macht. Ja, da schon her. Anscheinend. Zauberhaftest. Jetzt rein, wenn ich das Poster anschaue, könnte es um 2 FBI-Agenten gehen, einen Herrn und eine Dame. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lena möchte mit dir ins Kino gehen. Die hat irgendwie nicht umrissen, dass du schon verheiratet bist. Sehr cool. Und dann, anscheinend am 3. November, kommt dann schon Godzilla Minus One Minus Color raus. Godzilla Minus One In der mit erweiterten längeren Szenen, Fassung normaler, oder? in der, Ja, genau, und in Schwarz-Weiß. Mhm. Coolio. 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 Sonst kommt nur Müll. Coolio. Also außer es ist irgendein Regisseur dabei, dessen Film auch diese Woche rauskommt, den ich jetzt nicht erwähnt habe, das ist natürlich kein Müll. Jeder, der uns hört, ist cool. Da ich nicht sagen. An Nintendo. Schau mal in unseren Chat rein. Lauter Ja gut, Spaten. also Nintendo, ihr könnt jetzt ja wenigstens einmal die Ehre haben und zugeben, dass ihr ständig von uns Ideen klaut. Aber echte. Aber echte. Ja, unsere Streaming-Charts vom 18. bis zum 24. Oktober. Warum ist Variety eigentlich immer so weit hinten nach, was das angeht? Ist wurscht. Also, machen wir das mal ein bisschen schneller, weil sich der Korbi wieder so viel Zeit lassen hat. Wir haben auf Platz 10 The Lincoln Lawyer, Staffel 2 auf Netflix. Kennt keine Saune. Platz 9, Tulsa King, Staffel 1, immer noch. Irre, wie sie die holt. Lincoln Lawyer, Staffel 1 auf Platz 8, Netflix. I Am a Killer, Staffel 5.
Platz 6, Outer Banks. Platz 5, Nobody Wanted This. Platz 4, immer noch The Lyle and Eric Menendez Story auf Netflix. Und Platz 3, Tulsa King 2, ist sogar noch aufgestiegen. Also die sind ja Tulsa King, Stallone, Wahnsinn. Platz 2, Love is Blind. Und Platz 1, The Lincoln Lawyer Staffel 3. Wieder mal absolut Netflix dominiert, bis auf die 2 Tulsa King Staffeln, die auf Paramount Plus laufen. Das heißt, Netflix kann zu Recht eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Und ihr hättet jetzt vorhin gar nicht so schlecht drüber reden brauchen. Ich habe nicht schlecht Doch. drüber geredet. Doch, doch. Lena, jetzt hat realisiert es, dass du mit ihrer Schwester verheiratet bist, aber trotzdem möchtest du die abziehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß auch What? nicht. What? Äh, Ja, zauberhafte Neuigkeiten waren das halt. Ja, und ich Total. habe tatsächlich auch nichts mehr. Also, ich glaube, das Spannendste für uns alle war das mit Zorro. Das war wirklich, Ja. also, diese Zorro-Welle, die hat mich wirklich völlig überfahren und ich bin richtig heiß drauf. Wer weiß, wie Zorro mit richtigen Namen heißt? Roberto Manfred, die Sorekas. Ja. Ja, gell? Ja, das stimmt, ist richtig. Natürlich stimmt's. Es interessiert keine Sau, sagen wir es mal so. Es interessiert keine Sau, weil wir jetzt nämlich aufhören mit dem Kassettenschmerz. Wir müssen uns nämlich nur kurz einen feppen und uns dann umziehen, damit wir dann im Talkthrough mit unserem Horror-Special um 19 Uhr weitermachen können. Alle, die jetzt gerade zugeschaut haben, es switcht jetzt rüber in den Talkthrough-Stream. Ihr habt jetzt eine Wir, Viertelstunde Zeit, holt euch irgendwas zum Trinken, genau, jetzt geht was zum schnell Trinken, was zum was Knappern, essen, lasst den zückt Hund euch aus, raus. fühlt Ja, euch wieder heim. genau, zieht euch aus. Genau. Und dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder, ihr süßen Babys. Bis gleich. Baba. Sind wir wieder live? Ja. Ja. Okay, muss ich wieder schauen. Der bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Wann sind wir nicht mehr live? Ich möchte nicht mehr so schauen müssen. Ins Intro vorbei ist Depp. Warum lassen wir das Intro jetzt noch nicht laufen? Das heißt, der Intro nicht Ja,